Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge sind wir von Dijon nach Zürich gefahren und wir haben eine zerbrechliche Ladung dabei gehabt. Und wegen einem kleinen Fehler von mir sind wir verspätet angekommen, weil ich noch schlafen musste. Es wäre aber sonst knapp geworden. Es wäre sonst ziemlich knapp geworden. Und bevor ich jetzt überhaupt irgendetwas annehme, mache ich nämlich Folgendes. Ich gehe aus dem Areal raus. Also ich muss da nach links, glaub's. Ja. So. Und da würde ich doch... Ups. Jetzt muss ich da... Nein. Auf Escape, glaub's. Jawohl, da ist. Würde ich doch gern... Wo haben wir's? Ist das auf der Weltkarte? Nicht? Ja, das ist auf der Weltkarte, genau. Würde ich doch gerne zu dieser... Wieso kann ich das jetzt nicht... Ich würde das gerne... Also ich muss da hin. Da hat es eine Werkstatt, da möchte ich gerne. Oder da hin. Also das heisst, ich muss da raus, rechts, dann links und dann wäre ich da. Und dort hat es garantiert auch Parkplätze, wo man kann pennen kann. Dann würde ich jetzt einfach nochmal schnell pennen und erst dann einen neuen Auftrag annehmen. Weil sonst komme ich in die Bredouille, wie man so schön sagt. Weil ich dann auf der Fahrt müsste schlafen. Und ich mich dann natürlich wieder würde verspäten. Was sehr schade wäre. Wenn ich gesagt habe, zuerst rechts und dann links. So. Achtung, ich komme. Achtung, Achtung. Bitte, gehen wir auf die Seite. Gut. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso habe ich jetzt keinen Bus kassiert? Ups. Ganz einfach. Ich bin gerade dort durch... Hey, würdest du bitte aufpassen hinter mir da? Ich bin gerade dort durchzufahren gekommen, wo es auf grün gestellt hat. Das war natürlich meine Rettung gewesen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier machen können. Um meinen LKW aufzurüsten, wieso nicht auszurüsten, oder zu reparieren oder dem Lackierer zu besuchen, drücken Sie Eingabe. Gut, ich drücke Eingabe. Gelangweilt vom Anblick einer dieser Lackierung, bla 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 bla. Ja klar doch. So, jetzt möchte ich doch gern... Also das da haben wir ja jetzt. Jetzt machen wir noch eine benutzerdefinierte Farbe. Vielleicht so ein... Aha. Irgendwie so in die Richtung da. So etwas. Wird noch Pässeln irgendwo durch. So, ja, so ein knallblau. Als Voreinstellungen speichern. Gut. Und jetzt mal schauen, wie das Ganze in Metallic würde aussehen. Ah, das ist nur der Himmel da, oder was? Was ist denn da rot? Ich kann nicht rot erkennen. Ah, das sind einfach die Farben, die dann nie kommen. Ach so. Und dann ist aber eine gute Idee irgendwo durch. Und zwar haben wir ja da irgendwie so ein knallblau gehabt. Jetzt blöd, wieso kann ich nicht die Farbe von da übernehmen? Oder muss ich das... Ach so, Voreinstellung wählen. Okay, das ist die erste Farbe. Dann würde ich gerne als zweite... Farbslot. Okay, dann würde ich gerne als zweite Farbe so etwas da nehmen. Und als dritte Farbe dann so etwas da nehmen. Sieht doch cool aus. Aber das Blau müsste noch etwas dunkler sein. So. Etwa. Und das Grün müsste noch ein bisschen grüner sein. Und noch ein dunkler anscheinend. Für das, was ich hier vorhabe, wie sieht es da aus? Das dürfte ja noch ein dunkler sein. Aber so, ja, das gefällt mir. Das sieht doch cool aus. Es kostet 10.000 sind wir gewollt, 10.000 für das Ganze auszugeben. Absolut. Absolut.
Ist ja der Top-Zustand. Das ist das Reparieren. Da müssen wir nicht reparieren, das ist in Ordnung. So, Tuning-Teile. Ich möchte gerne Tuning-Teile. Wie sieht es aus mit dem Motor? Okay, da müssen wir noch warten bis Level 6. Da bis Level 8. Da können wir schon mal was ist da der Unterschied? Was ist das überhaupt? Das ist das sind Gänge. Ist das irgendwie da steht R. R ist immer ein gutes Zeichen. Was ist das da? Oh! Sleeper UK? Oh, nein. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hersteller, das ist Fahrer. Da hat es noch Zubehör. Wie sieht es denn da aus? Wir haben Kunststoff. Dann, was haben wir? Oh, da haben wir Lampenbügel. Sag mal den da. Und dann kann man da. Wow, voll geil. Oh, das kostet aber. So. Und da an der Seite dann die Decker. Nein, da wollte ich. Nein, komm weg. Wie kann man das wieder löschen? Wie kann man das Ganze drehen vor allem? Ah, so. Gut, der weg. Mal, der ist zwar schon. Oh! Ja, auf jeden Fall. So. Das wird cool. Das wird absolut cool, ja. Was ist das da? Was haben wir da? Ah ja, klar, wieso auch nicht. Da haben wir den Trolley am Start. Anwenden, Bamsk. Und da haben wir... Oh nein, das ist ja der Beifahrer. Ich habe ja gar keinen Beifahrer. Da müssen wir ja den hier machen. Da ist ja die Fahrerseite. So, der Trolley ist unterwegs, dass es auch jeder weiß. Was können wir denn da machen? Samurai. Oder Dragonfly. Ein Kuhfänger. Nein, ich denke nicht, dass man das braucht. Also, heisst jetzt... Ich muss... Ah, das wird aber teuer. Also, kaufen. Bestellen. Also, Warenkorb. Das... Ja komm, das machen wir jetzt einfach mal. Bamsk. Gut, wir haben unseren LKW ein bisschen aufwerten. So, jetzt möchte ich doch das gerne in der Aussenansicht anschauen. Das sieht doch geil aus. Wieso sieht der Trolley nicht so aus wie da? Fehler gefunden. Gut, wir haben einen Kuhfänger noch vorne dran. Das ist auch immer sehr wichtig zu haben. Und die Farbe sieht hure geil aus. Das ist einfach genialmente. So, jetzt würde ich sagen, haben wir es da gesehen. Dann parkiere ich doch da mal ein. Jetzt umhauen. Gut, und zurück. So, und dann tun wir noch das Schläfchen reissen. Dass wir wirklich wieder voll zu Weg sind. Und ja, jetzt habe ich schon 10 Minuten damit verbracht, meinen LKW ein bisschen auszustatten, aber es ist absolut in Ordnung, weil jetzt können wir natürlich wieder einen neuen Auftrag abholen, und zwar auf dem Frachtmarkt. Schauen wir mal, was so alles rum hat. Würde ich sagen, wir machen den Versandort. Wir sind jetzt in Zürich. Da haben wir 57 € pro Kilometer. Ich würde eigentlich schon gerne... Willst du mich verarschen oder was? Ja, weißt du was, wir machen jetzt so. Bam. Okay, Dijon, von Zürich nach Dijon. Zerbrechliche Ware. Nein, wir haben jetzt... Dijon haben wir schon gesehen, das ist langweilig. Da von Zürich nach Mannheim. Mannheim haben wir zwar auch schon gesehen. Das ist auch blöd. Was haben wir noch von Zürich aus? Von Zürich aus weiter. Zürich Dijon wieder.
Zürich-Mannheim, Zürich-Milano. Haben wir Milano schon gesehen? Milano haben wir noch nicht gesehen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Machen wir doch das. Also, erwartet am Freitag zwischen 1,49 und 5,59. Das gibt uns eine ziemlich hohe Spannweite. Und wichtige Lieferung, okay, weißt du was, wir nehmen die als Naviziel einstellen, Bamsk. Wir fahren jetzt von Zürich nach Dingsbums. So. Warte jetzt mal. Ihr Auftrag, Sie haben momentan keinen Auftrag. Ich weiss. Scheiße. Ja, wo steht meine Fracht? Wo kann ich Google anschauen, dass meine Fracht steht? Muss ich das da Google schauen? Ich habe gesagt Zürich Milano. Als Naviziel. Das wäre der. Als Naviziel einstellen. So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt da einfach mal Navi nach. Das heisst da links wahrscheinlich beim Postpad. So. Okidoki, das wird in dem Fall hier verfügbar sein. So, dann haben wir von Zürich nach Milano, da haben wir es ja. Jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt für Zeit? Muss ich schnell go. Ah, dort wäre es gewesen, das wäre dort gestanden, alles klar. Da oben steht es, Donnerstag 21:54, also wir haben jetzt knapp 10 und wir haben Zeit bis am Morgen am 6. Das heisst, wir haben 8 Stunden Zeit. Und das Angebot läuft ab in 3 Stunden. Das müsste eigentlich machbar sein. Auftrag annehmen, Bamsk. Gut, dann gehen wir unseren Ausleger doch mal holen. Im Verladebereich, wieso auch immer das hinter dem Gebäude ist. Ich raff es nicht. Vielleicht kann mir das irgendjemand erklären. Vielleicht ist ja irgendein Brummifahrer unter euch, einer von meinen Zuschauern. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls, wieso macht man das? Wieso ist das so, wie es ist? Ja. Gut. Redegrad stellen. Und rückwärts. Also Halbgrad. Das müsste lange. Ja, das lange Teil. Gut. Zum Glück ist das Game nicht ultra realistisch, weil sonst hätte ich ein Problem. So. Wir haben Licht. Licht ist immer gut zu haben. Jetzt muss ich da umeinander zirkeln. Es ist keine zerbrechliche Fracht, also man könnte da ruhig ein bisschen gröber dran gehen, sozusagen. Aber halt immer im Maß, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt geht es da rechts für uns, dann tue ich halt da wieder blinkisieren. Habe ich eigentlich? Ja, ich kann schon. Meinen Vortrag gehalten über Blinkisieren, Blinkisation und grün. Ich muss da links. Über das Blinkisieren und über die Blinkisation, was da die Unterschiede sind und wieso dass die Wörter so verwendet werden. So, komm nachher für da, das so. Bamsk. Gut, ich muss da rechts, dann kann ich schon mal blinken. Blinkisieren natürlich. Willst du vielleicht auf grün schalten, bitte? Hallo? Grün? Grün? Jetzt. Gut. Geht's da oben. Dann da geradeaus. Und dann links. Das heisst, da mal schon einspuren.
Komm noch, bisschen. So. Und los geht's. Wohin fahre ich? Ich fahre nach Milano. Milano, dort bin ich noch nie gewesen. Also, ich schon, aber der Trolley nicht. Ah, apropos Trolley. Davor ist der ICE gerade rot, da können wir das mal schnell anschauen. So, das 2 und Trolley! Wunderbar. Wäre das auch bewiesen, dass jetzt das Ganze wirklich auch da steht, so wie wir es uns bestellt haben. Wäre jetzt natürlich noch lustig, wenn ein Schreibfehler drin gewesen wäre. Würdest du bitte aufhören blinken? Dankeschön. So, jetzt einfach die Straße entlang. Einfach die Straße entlang, das tut mich ja schon fast ein bisschen, wie sagt man, durchstimmen. Das ist auch etwas, das Wort durch, es macht einem durch. Das ist ja, im Hochdeutschen wäre das, gibt es wahrscheinlich mehrere Wörter dafür. Vielleicht würde ich betroffen darunter fallen. Dann ruhig. Nachdenklich. Betrübt. Wieso durch? Wieso ist man auf die Idee gekommen, zu sagen, wenn jemand oder auch betroffen ist, dass man dann durch ist, wenn man so nachdenklich betrübt ist? Wieso ist man dann durch? Was hat das Wort für eine Bedeutung? Woher kommt das Wort? Ich denke, die Frage hat sich wahrscheinlich noch nicht so hängen gestellt. Oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Würdest du vielleicht endlich Gas geben da? Aber wir haben übrigens ein neues Getriebe. Mal schauen, ob das etwas taugt da. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Verbesserung dann soll sein, also soll geben. So, jetzt schön mal aufbeschleunigen. Wir fahren in Richtung Milano, das heisst, für uns geht es immer geradeaus. Bis uns Schild etwas anderes sagt oder unser Navi. Weil unser Navi sagt ja uns ab und zu ein bisschen komische Routen voraus. Aber für das Mal geht es geradeaus. Apropos geradeaus, ich habe, vielleicht gibt es Leute unter euch, die auch Life is Strange spielen. Und da ist jetzt gerade die Woche, ich glaube gestern oder vorgestern, ist die Season 2 rausgekommen. Ein wunderbares Spiel, wirklich ein absolut wunderbares Spiel. Und wieso, dass mir das gerade in den Sinn kommt, weil es gibt so eine Szene, ich wollte jetzt da keinen Spoiler machen oder so, aber es gibt eine Szene, wo ein Trucker vorkommt und darum ist mir jetzt das gerade so durch den Kopf gegangen. Das ist auch so etwas, Life is Strange, das ist ein Game, wo man nicht gerne Spoiler hat. Also vor allem, also ich zum Beispiel. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Let's Plays von einem etwas grösseren YouTuber schauen ab und zu. Von einem etwas grösseren Let's Player. Würdest du endlich mal Gas geben davor? Hey, normale. Und er spielt unter anderem eben auch Life is Strange. Und ich weiss nicht wieso, ich kann an dem Tag, wo es hätte rauskommen, das Ganze, habe ich dann versucht, das zu spielen und es ist nicht gegangen. Ich musste es dann einen Tag später müssen spielen und in der Zwischenzeit ist natürlich schon ein Let's Play draussen gewesen. Und da habe ich dann natürlich schön brav, wie ich bin, nicht geschaut, damit ich selber kann meine Entscheidungen fällen kann. Und das war wahrscheinlich auch der Fehler, den ich gemacht habe bei The Walking Dead, dass ich Let's Plays geschaut habe, bevor ich das Game überhaupt gespielt habe. Ich bin eigentlich auf das Spiel wegen der Let's Plays und ich weiss noch, als ich die erste Folge geschaut habe, habe ich dann so gedacht, also nicht die erste, also mal die erste Folge von der ersten Staffel ist das, glaube ich, habe ich mir dann so vorgenommen, nein, ich schaue nur die eine Folge jetzt zu Ende, um zu schauen, wie ist das Spiel so einigermaßen, was kann man da alles machen, was hat man für Möglichkeiten. Und dann war es das gewesen. Ja. Ich habe die ganze Staffel durchgeschaut. Und jetzt, wenn ich selber am Gamen bin,
Ich habe nicht sehr viel Zeit für The Walking Dead, da ich momentan recht City Skylines und Suchten bin. Aber wenn ich wieder mal Bock habe auf The Walking Dead, dann möchte ich doch gerne unvoreingenommen an das Ganze herangehen. Und selber Fehler machen. Und nicht... Ja, man ist dann halt immer ein bisschen versucht, man sieht, man bekommt Ideen halt von anderen Let's Player, wie sie das gemacht haben, und da finde ich, das war eigentlich eine gute Idee gewesen. Aber dann frage ich mich immer, hätte ich mich auch so entschieden, wenn ich das Let's Play nicht gesehen hätte? Wenn ich mich selber hätte müssen dafür entscheiden, wie hätte ich dann reagiert? Und ich bin dann wirklich im Let's Play an 2-3 Stellen an Situationen geraten, wo ich dann gedacht habe, okay, ich mache es jetzt so, wie ich es im Let's Play gesehen habe, aber ich würde eigentlich schon auch noch gerne wissen, wie wäre es gewesen, wenn ich mich anders entschieden hätte. Das ist natürlich, ja. Ich habe mich an 2-3 Orten extra anders entschieden. Nicht nur, weil ich mich anders hätte, so oder so anders entschieden hätte, aber auch einfach nur zum Schauen, wie sich das Spiel im Nachhinein dann entwickelt. Und da habe ich immer eigentlich sozusagen die Folgen nachgeschaut. Also, als ich dann die Folgen dann nicht mehr gesehen habe, die Folgen nachgeschaut, wo dann die Entscheidungen drin waren, um zu schauen, wie haben sich andere dafür entschieden und wie hat sich das Spiel verändert. Und das ist sehr interessant. Das finde ich ein bisschen, also ich finde es cool, aber irgendwie auch ein bisschen schade von Life is Strange, dass es dort halt die Möglichkeit gibt, in die Zeit zurückzugehen und die Entscheidung dann rückgängig zu machen. Und ich glaube, wir kommen gerade zum Gotthard. Ein Tunnel mit Gegenverkehr in der Schweiz, das kann eigentlich nur der Gotthard sein oder der Gubrist, wenn sie wieder mal am Bauen sind. Ja. Apropos Gubrist, lustige Sache das. Ich bin letztens habe ich auf Bülach müssen. Beim Hinfahren. Kein Verkehr gehabt, alles wunderbar gewesen. Da habe ich extra noch geschaut, als ich dann vom Gubrist rausgekommen bin. Also von Bern her bin ich zu fahren gekommen. Richtung Winterthur sozusagen. Da habe ich extra geschaut, wie es auf der Gegenseite aussieht, auf der Gegenfahrbahn. Und alles frei, alles wunderbar. Und ich dachte, ja gut, dann gehe ich jetzt schnell auf Bülach, erledige meine Sachen und fahre dann auch über die Autobahn wieder zurück. Über die Autobahn heisst natürlich auch wieder durch den Gubrist. Gut, also knapp, ja, ich sage jetzt eine halbe Stunde später, fahre ich wieder dort durch. Also komme ich dort auf die Autobahn mit dem, wo der Flughafen noch dran ist und so. Dort alles wunderbar gegangen. Ich dachte, wenn das so weitergeht, geht es nicht lange, bis ich daheim bin. Ja, denkst du? Wo dann die Autobahn, die vom Flughafen herkommt, also wo von Richtung Bülach herkommt, wo Richtung Schaffhausen geht dort, oder von Schaffhausen herkommt, so muss ich vielleicht sagen, wo dann die in die Strasse, also in die A1 reinmündet, Richtung Bern, stehende Kolonnen. Stehend, ja. Und wer vielleicht schon mal von Bern Richtung Flughafen gefahren ist, weiss, wie weit hinten dass die Auffahrt ist. Ich weiss nicht, wie viel das in Kilometer ist. Ich schätze jetzt mal etwa 5 Kilometer. Jedenfalls, ich bin jetzt langsam schon, ich habe gar nicht geschaut, ob ich richtig fahre, aber ich glaube schon. Würdest du... Boah, du kleines Scheißauto! Habt ihr jetzt gesehen, ich musste dem kleinen Auto ausweichen? Boah, wie mich so Zeug aufregt, hä? Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ja, bin ich dann knapp 1,5 Stunden im Stau gestanden. Ja, dann habe ich jetzt einfach mal schnell erwähnt haben. Und es war nicht lustig. Hat keinen Spass gemacht. Ja, der Verkehr. Wenigstens gibt es da, also da habe ich es bis jetzt nie erlebt, dass es Verkehr gibt. Bei Euro Truck Simulator 1 hat es etwa die mal gegeben, dass es Unfälle waren. Dass man an Unfällen hingefahren ist. Und
Das habe ich irgendwie noch cool gefunden. Vor allem, wenn man dann auch in Zeitdruck ist, wie ich jetzt eigentlich theoretisch gerade. Weil das ist ja eine wichtige Fracht, da, wo wir jetzt unterwegs sind mit der. Und das ist halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es macht das Ganze ein bisschen spannend, wenn man jetzt plötzlich im Verkehr stecken bleibt. Aber ja. Bis jetzt noch nicht vorgekommen. Und an und für sich auch absolut in Ordnung. Da haben wir schon die Ushita. Wo sind wir da? Wir sind wahrscheinlich schon noch in der Schweiz, nehme ich an. Ja, wir sind noch in der Schweiz. Fahren jetzt wahrscheinlich so knapp an Bellinzona vorbei. Geht es dann Richtung Lugano runter, dann wahrscheinlich Chiasso über die Grenze. Irgendetwas so in diesem Dreh. In diesem Stil, in diesem Dreh. Das sagt man eigentlich in Deutschland. Ich bin eher so der Typ, der sagt, eher in diesem Stil. Ich habe keine Ahnung, wieso ich jetzt gerade das andere verwendet habe. Kann vorkommen. Kann vorkommen. So, allzu lang dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr gehen, weil ich weiss, von Lugano her auf Mailand, ich weiss es gar nicht, 1 Stunde? Irgendwie so etwas. So, machen wir doch mal Volllicht, volles Licht, volles Volllicht, Dingsbums. Schöner Sternenhimmel, voll geil. Ist mir das, nein, ist mir glaube ich bis jetzt nie aufgefallen. Sieht geil aus. Sieht absolut geil aus. Natürlich nicht ganz so geil wie andere Games, aber für das Game da absolut genial. Und auch wenn ich immer wieder ein bisschen an der Grafik etwas rummeckern oder so, ich muss immer wieder sagen, Euro Truck Simulator 2 ein geniales Spiel, Euro Truck Simulator 1 ein geniales Spiel und ich würde mich echt freuen, wenn es irgendwann mal wieder ins 3 geben, dass es mit der CryEngine gemacht würde, das bezweifle ich jetzt einmal, aber hey, wer weiß, wäre ja mal eine coole Sache. Stellt euch mal Euro Truck Simulator 3 mit der CryEngine vor. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Aber wahrscheinlich würde jeder Rechner auf dieser Welt ablegen. Kann ich mir jetzt so vorstellen. So, jetzt, wo sind wir da? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte eigentlich mal schnell das machen. Ist das jetzt da, wo wir an Bellinzona vorbeifahren? Ich gehe mal schnell auf die Karte mal schauen, wo sind wir da ungefähr. Nein, wir sind schon auf italienischem Boden, so wie es aussieht. Wir sind bereits im EU-Raum. Das tut mir noch sehr leid. Also jetzt nicht für die EU oder für den Raum oder für die Schweiz, aber für das, was ich vorher gesagt habe, wir sind jetzt wahrscheinlich auf der Höhe von Bellinzona. Okay. Also vom Verkehr her geht es noch, ist alles tipptopp. Das ist etwas, was mich sowieso irgendwie verwundert. Ich meine, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich wollte sagen. Nein, es verwundert mich. Ich habe nicht vergessen, was ich wollte sagen. Ich habe nicht gewusst, wie ich es sagen soll. Zum Beispiel Zürich. Wir fahren auf Zürich rein. Wie viele Autos sind uns begegnet? Etwa 10. Fahr du heute mal schnell auf Zürich rein. Mal schauen, wie lange das hast. Ja. Kann ich einfach mal so sagen, ich lasse im Raum noch stehen. Vielleicht so einen kleinen Seitenhieb an den Entwickler, was Stau angeht. Ich meine, schon klar, wäre es ziemlich ungut fürs Spiel, sage ich jetzt einmal, das Game in die Länge zu ziehen durch Stau, weil ich denke, da wird es Menge Rage Quit geben. Aber vielleicht so ab und zu mal ein bisschen mehr Verkehr würde in diesem Spiel eigentlich schon gut tun, meines Erachtens. Oh, schau, dort ist ein Riesenei. Und wir kommen an Zoll. So, okay, dann blende ich da mal ein bisschen runter und gehe da links. Telepass. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich weiss nicht, ob wir einen Telepass haben. So, Eingabe. 7 Euro.
Alles klar. Also ist gar keine Zahl, das ist so eine Mautstelle, stimmt ja. In Italien sind ja die Autobahnen privatisiert. Und aus dem Grund... ich muss noch gerade fahren. Aus dem Grund hat es ja die Mautstellen. Das gleiche haben wir ja auch schon in Frankreich gehabt. Wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt, dass wo ich in der letzten Folge aus Frankreich rausgefahren bin, ja gar nicht an einer Mautstelle vorbeigekommen bin, aber jetzt fällt mir gerade ein, wir sind ja dort über die Landstraße gefahren und nicht über die Autobahn. Das erklärt so einiges, weil sonst hätte ich mich dort schon gefragt, wieso hat es da so viele Zollstellen. Aber alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Komm, überhol mich doch rechts. Komm, überhol mich doch rechts. Traust du nicht, hä? Ja, ich mach Platz. Du kannst mich überholen. Du darfst mich überholen. Jetzt nicht. Jetzt bin ich gerade auf meiner Ideallinie. Ich schaue eben auf das Auto, das hinter mir fährt. Jetzt muss ich dann sowieso ab der Autobahn. Und es sieht nicht schlecht aus. Es sieht sogar sehr gut aus, was die Zeit angeht. Wir haben ja Zeit bis am Morgen um 6 Uhr, glaube ich. Und wir haben jetzt 2. Das heisst, wir kommen rechtzeitig an das Mal. Ich muss jetzt sagen, die Strafe, die wir das letzte Mal müssen zahlen mussten, die ist ja nicht ganz so schlimm gewesen. Ich habe mir sie schlimmer vorgestellt. Oder höher. Weil... Wo muss ich jetzt da? Links. Dann blinke ich doch mal schnell. Achtung, Achtung, ich muss links. So. Wunderbar, hat funktioniert. Man muss einfach immer im Straßenverkehr sagen, Achtung, ich muss links oder ich muss rechts oder ich muss gerade. Und dann wissen die anderen Autofahrer automatisch, alles klar, ich halte jetzt besser an, weil der Trolli kommt. Ja, irgendwann kennt mich wahrscheinlich schon jeder Autofahrer hier in diesem Game. Wäre eigentlich noch lustig. Und so, kaum sehen sie den Lastwagen, gehen sie auf die Klötze. Scheiße, der Trolli. Wäre lustig. So, jetzt muss ich da links, dann gehe ich doch da mal links. Wunderbar ist auch, dass die Ampeln ausgeschaltet sind um diese Zeit. Finde ich sehr willkommen. Weil da komme ich auch keinen Bus über für Überfahren von roten Ampeln. So. Ich weit müssen ausholen, ich weiss. Und da sehe ich auch schon mein Ziel. Wow, wunderbare Sache das. Es geht nicht mehr lang und wir haben es geschafft. So, jetzt geht es so rechts rein. Dann hole ich doch wieder mal ein bisschen aus. So. Und wir müssen hier hin und ich mache das nicht, ich tue da nicht parkieren, das mache ich nicht, nein. So, Eingabe, bam. Ausgezeichnet, Kies von Zürich nach Milano geliefert, gefahrene Strecke 327 km, wir haben 4 Stunden und 36 Minuten gebraucht, also nicht mal so lang. Verbrauchter Kraftstoff 161 Liter, das ist eigentlich auch noch in Ordnung, für das, dass wir so einen grossen Motor haben. Dann eine Basisvergütung von 327 km, ist 6515, 327 Erfahrungspunkte, wunderbare Sache. Erfahrungsbonus von Level 4 sind 390 €, Bonus für Fernfahrten 295 € plus 81 Erfahrungspunkte und dann noch für dringende Lieferungen plus 177 € und 65 Erfahrungspunkte. Kein Abzug das mal, wunderbar. 7377 sind auf unserem Konto gut geschrieben worden und 473 Erfahrungspunkte und wir sind ein Enthusiast. Level 5 erreicht. Wunderbare Sache das. Fortfahren geht nicht mit Enter, sondern mit der Maus. Und wir können uns da eine neue Fähigkeit aussuchen. Ich würde ja eigentlich schon gerne da oben, kann ich jetzt vielleicht etwas von da oben nehmen? Geht das? Klasse 2 Gase, was haben wir da? Brennbare Flüssigkeiten. Da kann man anscheinend noch nichts machen. Ich weiß es nicht. Klasse 2.1 entflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff, bla 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 bla. Aha, so kann man es einfach auswählen, alles klar.
Also wir haben hier explosive Stoffe, wie zum Beispiel Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition. Was haben wir da? Beinhalten sehr verbreitete, zugleich aber auch sehr gefährliche Treibstoffe, wie zum Beispiel Benzin, Diesel oder Kerosin. Dann haben wir da entflammbare Feststoffe, zum Beispiel leicht entzündliche Nitrocellulose, Magnesium oder Sicherheitsstreichhölzer. Selbstentzündliche Aluminiumalkyle, was auch immer, oder weißer Phosphor. Gefährlich, wenn nass, zum Beispiel Natrium, Calcium, Kalium. Okay, dann haben wir da, was ist da? Das ist weiter unten. Gifte, gesundheitsgefährdende Stoffe wie Kaliumcyanid, Quecksilberchlorid oder Pestizide. Biogefahr, infektiöse Materialien, Viren, Kulturen, gebrauchte Nadeln, USW. Und dann haben wir auch noch Substanzen, die organisches Gewebe auflösen und bestimmte Metalle stark korrodieren lassen können. Beispiele hierfür sind Schwefelsäure, Salzsäure, Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid, alles klaro. Ich wäre doch für einen Bonus auf Fernfahrten eigentlich. Wie viel würde ich denn das geben? Lieferungen bis zu 350 km. Also alles klar, also sobald wir... Okay, alles klar. Hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht. Just-in-time-Lieferung. Jetzt weiss ich nicht, was soll ich nehmen? Ich glaube schon auf Fernfahrten, das bringt uns wahrscheinlich momentan am meisten, weil für Fernfahrten bekommen wir ja so oder so immer einen Bonus und so würde der Bonus halt ein bisschen höher sein. Aha, da müssen wir aber mehr als 350 km fahren, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe wieder auf die zerbrechliche Fracht. Nein, auf die hochwertige Fracht. Woher sehe ich, was es hochwertige... Ich mache die zerbrechliche Fracht. Just in time. Dringende Lieferungen freigeschaltet. Nein, ich mache zerbrechliche Fracht. Oder sparsame Fahrweise? Nein, zerbrechliche Fracht. Okay, ich habe mich jetzt entschieden. Anwenden, Bamsk. So soll es sein. Wir haben mehr Vergütung auf zerbrechliche Fracht. Das finde ich wunderbar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye. Und tschüss.